Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. So, dann gehen wir jetzt nochmal zum zweiten Mal in den Good Time Club, dass mal Wetterveranstaltung stattfindet, denke ich. Oh Mann, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was da abgeht. So, hier speichern wir wieder. Okay, Show beginnt in Kürze. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Oh je. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Das gefällt mir nicht Sie so. sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Oh je. Tja, es droht ein Aufstand, David. Tja, Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Okay. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten Pinkerton-Mann wie Sie. Gefällt mir nicht so, dass der sich so auf mich fixiert hat. Okay. Panzerfaust. Machen wir wohl vorsichtshalber auf. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Ich stehe da liebsten drauf schieße. Im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Oh oh. Noch. Oh ja, Fireman, ich sehe ihn. Ups. So, dann schießen wir doch erstmal auf die andere Knaber. Na ja, komm her. Dich erledige ich nochmal so. Ach, der steht ja noch. Mistkerl. Gruß aus der Hölle gibt's gleich zurück, mein Lieber. So. Aber erstmal. Ich merke halt bei solchen Arena-Kämpfe, ich verharr meistens und renne nicht rum und guck mich mal ein bisschen um, was es sonst noch gibt. Und genau das sollte ich eigentlich mal machen. Na, ob Feuer reinigt, bin ich mir nicht so sicher. So, Präzisionsgewehr-Muni habe ich wieder. Ah, da ist der Hansel. So. Noch voll in den Schritt geballert. Ja, tüchtiges Bürschchen. Das war's mit dem. Okay. Dieser junge Draufgänger ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Aber klar. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Oh Mann. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Für kein Geld. Alter, was ein Arschloch. Ohne Witz. Das ist echt so ein mieser Sklavehändler und Sklaventreiber, der Typ. So, oh, das ist wieder so ein Krähenmann. Sie sind spitze, David. Einfach spitze. Dankeschön. Ausgekräht, ne? Und wieder diese Fireman oder wie die heißen. Ne, Quatsch, nicht Fireman, sondern einfach nur irgendwelche Stalte, die für ihn arbeiten. So, jetzt wird gezwirbelt. Okay, was hat der noch? Nix. Ja, ich hasse so habe nichts. So. Silver Eagle ist gut, auch wenn es nicht viel ist. Wir durchsuchen immer gleich nochmal die Leichname. Finde ich einfach geschickter. Ja, die Geldbörse nehmen wir auch noch ganz gern mit. Ey. Ups, da nochmal in den Schritt geballert. Ich weiß, sowas macht man eigentlich nicht, aber im Eifer des Gefechts kann mal eine Kugel auch mal in den Schritt gehen. Ah, das sind andere paar von der Hansel. Ah, hopp. Dann schieße ich euch mal mit dem Revolver über den Haufen. Das kriegen wir hier. Das kriegen wir hier. Oh. Ah, das ist einfach nur Salvengeschütz. Okay. Ah, nicht verkehrt. Ach, nicht verkehrt. So, aber dann gehen wir nochmal hoch.
Oh, erstmal eine Bucking Bronco als Salznehmer. Dankeschön. Und dann gehen wir hoch und beenden das mal so. Weil meine Geschütze scheinen sie wohl niedergemacht zu haben. Oh, Panzerfaust. So. Sehr schön. Also, genug des Vorgeplänkels. Ach so, einfach so, okay. Ihr wahre Gegner Ich hatte gedacht, das wäre ist Panzerfaustgeschütz. ein Experte. Er will alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. So. In einem hat er recht. Es wären weniger Mäuler zu füttern. Gefällt mir nicht. Okay, das machen wir mit dem Präzisionsgewehr. Und ein Patriot haben wir auch wieder. Alles klar. Bei der Patriote weiß ich ja Bescheid, wie ich die zu handeln habe. Okay. Ja, du Mistkerl. So, wird's gemacht. David und Goliath. Habe ich als Erfolg oder für ein bisschen was kriegt noch. Dass es weitergeht in den Erfolg. Ja, das sind die wieder. Oh. Ah. Alter. Ja, ich bin auch gleich am Verrecke hier. Dankeschön. Ich sollte nochmal hochgehen. Da war nämlich auch nochmal so ein Medizin-Kit-Gedöns. Wo ist denn dieses Scheißding? Irgendwo stresst mich noch so blöd die Maschine. Warte mal. Kriegen wir gleich hier. Ich gehe jetzt erstmal over hier, wo die Medizin ist. Und hier habe ich eher einen Überblick. Genau. So. Ich gratuliere, DeWitt. Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Na, für so einen Typ arbeite ich sehr ungern. Ohne Scheiß, wenn einer schon so anfängt. Ich kriege immer, was ich will. So Leute kann ich schon allein wegen solcher Aussagen auf den Tod nicht ausstehen. Weil das so verwöhnte Arschgeige sind, die denken, sie haben eh alles sicher. Und egal wie das läuft, ich arbeite weiterhin für die Vox Populi. Ohne Scheiß. Wer so ein eingebildeter Schnösel, der aus Spaß ein gemischt rassisches Paar aus weißem Mann und schwarzer Frau mit Baseballsteinige lässt? Ne. Für so einen Scheißtyp arbeite ich bestimmt nicht. Also ohne Witz, du komme was wolle, aber wenn ich die Option habe, mich zu entscheiden, Fitzroy oder Fink, wird's eindeutig Fitzroy. Ich glaube, hier geht's runter. Auch wenn ich Fitzroy nicht besonders traue. Das muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, ich traue ihr nicht. Aber lieber für sie, als für den ekelhaften Fink hier. So, dann noch ein bisschen Kaffee trinken, ist immer gut. Ein Voxophon von Fink. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Wer ist jetzt sein Bruder? Bin ich immer gespannt. Du bist doch eine moderne Frau. Wir schreiben 1912. Es wird 2012, bis ich mich für einen wie dich interessiere. Okay, so. Ups. Was geht hier vor? Das geht hier vor, Mistkerl. Oh, da muss ich die moderne Frau auch über den Haufen schießen. Naja, sorry. Hätte ich mal lieber das Angebot Nummer von dem Typ. Und
Naja, bei so einem Typ, ich glaube, du wäre ich auch lieber tot, als dass so ein Typ noch an mir dran wäre. So. Müsli gibt's auch noch. Und Apfel und Kaffee. Nie verkehrt. Und da haben wir nichts. Ja, nett. Die moderne Frau. Ja, die guckt ganz freundlich. Oh Mann. Und hier haben wir noch die Wanted-Blätter von Fitzroy. Leader of the Vox. $30.000 gibt's für die. Labor Agitator. Das ist einfach nur der Arbeitsagitator. Der ist $1.000 wert. Und wer ist dann das? Das sieht auch ein bisschen aus wie... das sieht auch ein bisschen aus wie der Fink, oder? Könnte das sein Bruder sein? Auf jeden Fall ist der $5.000 wert als Vox-Anarchist. Der scheint wohl irgendein Hauptmann zu sein oder was bei der Vox Populi. Was ist dann hier noch? Ein Lockpick. Die sind nie verkehrt, die Dinger. Bin ich mal gespannt, ob ich das Chiffre überhaupt noch entdecke. Ich meine, das ist immer gut. Ich meine, ich bin hier als blinder Let's Player unterwegs. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo was ist. Bin ich immer gespannt, ob ich hier zufällig tatsächlich über dieses Chiffre stoße. Na, kennst du die Leute von deiner? Sieht doch nicht so aus. Okay. Sonst gibt es ja nichts großartig mehr zu holen. Chen Lin. Der ist hier noch unter Stricher. Der wird wahrscheinlich hier in Bearbeitung sein. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Okay. Finde Chen Lins Zelle. Das wird wohl relativ easy sein, denke ich. Ein Portemonnaie mit ein bisschen Geld. Ich hoffe, hier geht's mit einer Haarnadel auf. Ja. Kriegst du es auf, Elizabeth? Das ist alles? Keine große Herausforderung. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, Streikbrecher. manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Fertig. Ja. Ja, da hat wohl als Streikbrecher gearbeitet, dass man dann die Leute wieder zur Arbeit prügelt, wenn sie bessere Konditionen gefordert hätten. Großartig. Was war das? Ups, dem habe ich den Schädel verbädelt. Und dem habe ich das Schilderle abgeschossen. Nett. Okay, da liegt zwar noch ein Revolver rum, aber den kann ich wohl nicht als Munitionsgarant mitnehmen. Panzerfaustmunition und eine Orange. Disposal. Hey, Ja. Was ist? Codebuch. was ist das? Ah. Das Buch für den Uhrenladen. Optional. Benutze die Chiffre, um den Vox-Code zu knacken. Weißt du was? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt noch. Chen Lin kann warten. Ich meine, rein von der Spielmechanik ist es eh egal, wann ich hier gehe. Es wird eh erst ausgelöst, sobald ich da ohne bin, was da abgeht. Deswegen kann ich mich genauso gut nochmal um die optionale Sache kümmern. Huch, da ist nochmal was. Aber apropos optional, ne? Ich spucke erstmal Geld aus. Dann die ewige Krähenfalle und Kinetoskop. Das Wort des Propheten präsentiert. Oh nee, die First Lady. Einfach das Luftschiff, wie es da rumfliegt. Okay. Ja. Einfach irgend so Luftschiffaufnahme. Ich habe. Oh, da hinten ist das Songbird, habe ich noch zu sehen, oder? Ah ja. Jo. Merci mal. Und hier haben wir wieder einen Bereich, wo wir vorher noch nicht waren. So, hätte ich doch hier das Lockpick vergessen. Da specken wir mal einfach mal an. Dann haben wir erstmal Schisserler. Ach ja, es gibt nichts Besseres, als ein Schisserle zu machen, während man hier seinen Revolver in der Hand hat und eine Jennifer noch auf einem aufpasst. So. Ja. Und die Toilette benutzen wir nochmal. Runter damit. Erstmal die Handwäsche. Und dann aus damit. So. Was liegt da noch? Na, so ein Klo-Whisky will ich jetzt nicht unbedingt trinken.
Hier auch noch. Hat wieder jemand sein Geldbeutel auf dem Scheißhaus vergessen. Also was man teilweise für Zeug auf dem Klo findet, ist echt erschreckend. Alter, wer hat denn hier ein Wein dabei? Wer sauft sich dann hier einer, während er auf dem Klo hockt? Na egal. Es ist als echt merkwürdig, was Leute so auf dem Klo vergessen. Jetzt mal ohne Witz. Genau, hoch muss ich. Das ist als echt sehr skurril. Wenn man so auf dem Klo ist und sein Zeug oder nochmal auslässt. War da hinten irgendwas? Nö. Und seine Brille absetzt oder so. Was weiß ich aus was für Gründe. Aber es gibt als Sache, die man da auf dem Klo wieder findet, da fragt man sich echt, wie konnte sowas passieren. Deswegen normalerweise, wenn man irgendwas vermisst, die erste Anlaufstelle sollte echt immer sein, aufs Klo zu gehen und dort zu gucken. So, Ausrüstung haben wir hier noch. Hut, behütetes Leben. Du bist kurzzeitig unverwundbar, wenn du Gesundheit durch Snacks oder Gesundheitskits erlangst. Okay, was ist der Vergleich dazu? Sturm. Beim Töten mit Teufelskuss, Schockjockey oder bockender Bronco springen die Effekte auf nahe Feinde über. Nö. Du nehmen wir das Zeug noch mit. Jesus, was ich alles verpasst habe. Salz kann ich auch noch nehmen. Präzisionsgewehr. Ist ja echt heftig. Ich habe mich da wirklich nicht so besonders gründlich umgeguckt. Regst du gerade deine Frisur vor der Backstellwand? Naja. Ah, ein Dressur ist da hinten auch noch. 3 Picks. Willst du das mal ansehen? Ich probier's mal. Werden wahrscheinlich wieder genug Silver-Igel drin sein für uns. Bitte sehr. Schankedön. Ja, 159 Silver-Igel. Können wir immer gebrauchen. Gut. Haben wir so einen ähnlichen feinen Herrenraum da drüber noch? Ne, da ist einfach nur die Bar. Von da kamen wir, ne? Genau. Gehen wir nochmal hier raus. Das ist jetzt wieder ein etwas weiterer Weg. Und von dort aus wieder ganz am Anfang zurück und dann nur der optionale Raum links. Dann können wir die Chiffre übersetzen. Bin ich mal gespannt, ob jetzt mal irgendwelche Gegner uns entgegenhupsen. Sprich, ob Handyman oder ähnliches hier kommen. Unzufrieden mit ihrer Rolle hier bei Fink Industries. So, das war dann hier. Da kam wir ursprünglich raus und da sind wir rein in den optionalen Raum. Hätten sich die Pharaos in Ägypten auf ihre Pyramiden stellen. Es heißt Pharaonen und nicht Pharaos als Plural, du dummer Hund. So. Jetzt übersetzen wir das Ding mal. Ellie, mach Gut, mal. eine Sekunde. Die kaputte Uhr schlägt um Mitternacht. Welche Uhr? Die kaputte Die hier wohl. scheint's zu sein. Stell sie auf Mitternacht. Okay. Uhrzeit einstellen. Ja, das hätte ich jetzt nicht als kaputte Uhr arg sehe, aber alle hopp. Cool, da gibt es jetzt ein paar schöne Sachen. 3 Lockpicks, die haben wir jetzt für den Tresor verschwendet. Und haben wir jetzt auch gleich wieder drin. Das ist natürlich saugut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay. Dann ist wieder Salz an der Reihe. Ich fühle mich schon besser. Ein Salvengeschütz und ein Voxophon. So spricht Vivian Monroe. Columbia, weil ich an Gott und an die Ehre glaubte. Aber Slade hat mir klargemacht, es liegt nichts Göttliches darin, seine Brüder aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen. Und es ist nicht ehrenhaft, diejenigen zu verteidigen, denen der Begriff Ehre fremd ist. Vielleicht gibt es in Finken noch wen, der es wert ist, dass ich ihm diene. Wer weiß. Wir nehmen mal das Salvengeschütz einfach mal mit und tauscht aber jetzt gleich wieder hier. Und okay, allerhaupt, das war alles. Aber gut, immer hier. Oder können wir hier noch die andere Uhr oder so umdrehen? Nee. Okay, das war alles, was wir hier finden konnten. War an sich ganz nett als optionale Sache. Ich habe jetzt aber etwas mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gedacht, wir stolpern dann auf einen weiteren Hinweis, sodass wir innerhalb vom weiteren Storyverlauf auf irgend so richtig geiles Geheimversteck stoßen, wo in Raumesgröße einfach diverse Sachen drin sind. Ich habe mit mehr gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Die 3 Lockpicks waren an sich ganz nett, dadurch ist halt jetzt wieder das vom Safe mit drin, was ich dafür verschwendet habe. Und, was ist so verschwendet? Das waren immerhin nur 159 Silver-Igel, die ich da gekriegt habe. Also, die ich dafür verbraucht habe. Das ist wieder drin. Und ansonsten, ja, war's das halt, ne? Und halt noch so Voxophon für unser Audiologs, für unsere Sammlung in der Hinsicht. Der Dollar Bill. Ah, hier war ich auch noch nicht drin. Alle hopp. Wieder was gesehen. Eine Infusion. Jetzt ist wieder die Gesundheit dran. So, joink.
Silver Guck, da Eagle. drüben ist ein Lockpick. Ja, holen wir uns doch. Holen wir uns gleich. Zack, erstmal den Tisch abgerammt, dann den Lockpick geholt. Jetzt sind wir bei 11. Na, ich denke, wir haben eine stattliche Sammlung derzeit. So. Hier können wir noch Zeug holen. Haben wir alles schon durch. Sehr schön. Also heute ist definitiv optionales Zeug dran, abgeholt zu werden. Erstmal in die Rare. So. Dann haben wir hier Elektro... Jetzt kriegen wir das Schockjockey überall. Sehe ich so. Und ach, das Krähengedöns. Aber die Flaschen sind unglaublich edel gemacht. Ich finde sowas schade, dass es sowas kaum noch gibt. Dass man solche Tonika oder generell irgendwelche Produkte, die man verkauft, in so edle Flasche, die es an sich schon wert wären, gesammelt zu werden, aufbewahrt. Ist eigentlich schade drum. Schade, dass es sowas nicht mehr gibt heutzutage. Wobei, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Habe ich das schon? Nö. Dann kann der nämlich nochmal ausspucken. Ala hopp. Gut, gut. Salz können wir auch gleich nehmen. Die Schrotflinte brauchen wir gerade nicht. Gut, dann haben wir uns jetzt hier aber wirklich gründlichst umgeguckt. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich, denke ich, will ich. Ja. Hauptsache noch rumgekrische hier vor lauter Gesang. Aber ich mag die Musik aus der Zeit. Fand ich ja schon in Bioshock 1 und 2 ganz cool. Aber Infinite gefällt mir eigentlich bisher wirklich am besten, muss ich sagen. Einfach weil man sich auch wieder auf was Neues mal gestürzt hat und was Neues gewagt hat und nicht immer nur Rapture. Insofern, ich find's cool. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, da gehen wir dann morgen wieder durch, weil jetzt mache ich erstmal meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Jetzt, wo wir das optionale Nimi im Nacken haben, können wir auch uns Chen Lin wenden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder bei Chinaman to the Rescue. Iron Yankee.